haben wir es geschafft. Werden wir gleich Ciri wiedersehen, unsere geliebte Tochter in die Arme nehmen, also fast Tochter, wer auch immer. In diesem Sinne, willkommen zurück bei The Witcher 3 Wild Hunt. Ciri, bist du da? Verschlossen. Ist da jemand? Verdammt. Ich will nichts Böses. Bitte aufmachen. Du hast unsere Deckung auffliegen lassen. Wer bist du und was willst du? Ich bin Geralt, ein Hexer. Verschwinde! Ich suche nach einer jungen Frau. Aschblondes Haar, Narbe im Gesicht. Lasst ihr mich rein? Nein. Meine Geduld ist langsam zu Ende. Wie gut. Dann wirst du nämlich endlich von hier verschwinden. Ein Rat meiner Mutter reißt euch zusammen, Jungs. Du da draußen vor der Tür. Geralt, richtig? Ja, Geralt. Hör zu, Geralt. Kommen wir zusammen. Wir haben Schiffbruch erlitten. Bestien aus den Tiefen haben unsere Freunde verschlungen. Und der Rest hat hier Unterschlupf gefunden. Ist aber nichts Besonderes. Auf der Insel lauern viele Gefahren. Aber das dürfte erklären, warum wir misstrauisch sind. Tut es? Diese Unterhaltung wird langweilig. Hört zu, ich mache euch einen Vorschlag. Oh, wenn das ein Dämon ist, dann will er uns überlisten. Ich bin kein Dämon. Ihr braucht mich nicht zu fürchten. Lasst es mich beweisen. Und wie willst du das tun? Wenn ich eure Kameraden finde, glaubt ihr mir dann, dass ich euch nichts tue? Ja, aber das wird nicht einfach. Wie viele sind es? 3. Ivo, Gaspard und Ferenc. Dieser Ivo. Wo soll ich nach ihm suchen? Der Trottel hat darauf bestanden, die Höhlen im Osten zu erforschen. Ich wollte ihm die Idee aus dem Kopf schlagen, ließ sich nicht umstimmen. Gaspard. Wo finde ich ihn? Er sagte, es sei schwachsinnig, auf Rettung zu warten. Wir sollten was unternehmen, oder zumindest er würde es tun. Angeblich hat er ein Licht draußen auf dem Meer gesehen und wollte auf den höchsten Gipfel klettern, um nach Schiffen Ausschau zu halten. Das war wohl unser Licht. Wo ist Ferenc hingegangen? Nach Westen, auf der Suche nach einem Schiff, das angeblich dort sein soll. Ferenc, er ist geschickt. Er dachte, er könnte es reparieren, seetauglich machen. Also gut. Mal sehen, ob ich alle 3 finden kann. Bis dann. Ich bin froh, dass du Verständnis hast. Ja, irgendwie schon. Welcher Punkt ist am nächsten? Okay, machen direkt den ersten. Suchen eine Höhle nach Ivo. Ivo Karkaroff. Oh ne, war ein anderer. Na, war ja klar, dass es nicht so einfach ist, aber okay, ich denke schon, dass sie da drin ist. Aber warum? Wer sind die? Hä? Sind Verarschen? Sagen wir da dort entlang? Hätte doch gesagt, in der Höhle noch. Das ist mir jetzt scheißegal. Ganz ehrlich, für die Quests sind die Stufe 22 vorausgesetzt, wir sind bald Stufe 24, also. Was ist das gerade? Das sollten wir eigentlich locker schaffen. Er war nicht so schwer, dich zu überhören. Ein Mensch. Ha, wie schön, dich zu treffen. Ich habe mit deinen Freunden gesprochen. Komm runter. Gut, ich komme. Du Glückspilz, du. Weißt du, eine Sache bereue ich, das... Ah! Das war geschickt. Tot. Verdammt.
Was für ein Trottel. Das soll ich jetzt so erklären, von wegen, ja, wir wollten ihn retten, aber es ist ein bisschen unglücklich ausgerutscht. Oh Mann, was kann man bloß für ein Glück haben, nee. Wenn die beiden anderen krepieren auch noch, dann flippe ich hier aus. Gut, wie gesagt, zum Glück ist die Insel nicht so groß, wir werden es relativ schnell haben. Also, wir werden relativ schnell aufsuchen, ob sie noch leben, ist eine andere Frage. Am Schluss lebt keiner mehr von denen. Gaspard, hallo! Gaspard, woher kenne ich den Namen schon wieder? Lass mich an, ich erschrecke ihn gerade und er fällt dann runter. Nein, ich wollte einen anderen nehmen. Eine Fessel am Arsch. Hey, wach auf. Lass das. Zurück ins Bett, Leckermaul. Wach auf. Was ist denn? Wer bist du? Ich bin Geralt. Deine Freunde haben mich gebeten, dich, Ferenc und Ivo zu suchen. Ich fürchte, dass sie tot sind. Monster haben Ivo umschwärmt. Hab's mit eigenen Augen gesehen. Und Ferenc, hab seinen Schrei gehört. Dann das Brüllen einer Bestie. Gehen wir zurück zur Hütte. Ich beschütze dich unterwegs. Schade um die Kameraden, wirklich. Aber was soll man machen? Komm jetzt. Aber ich sollte dich warnen, dass ich an Schlafkrankheit leide. Das bedeutet... Ich weiß schon. Keine Sorge, ich halte dich wach. Dann gehen wir. Das gibt's, eine Schlafkrankheit? Dann versuchen wir es mal. Ja, toll. Dann komm mal her, scheiß Viecher! Wo ist der andere jetzt hin? Reingelegt. So, pennst du schon wieder? Nee. Komm mit. Von wegen Geralt hätte nicht schon wach. So... Wach auf. Ich bin wach. Ganz wach. Komm, lauf weiter. Bitte suche eine Küste nach Ferenc. Ja. Weißt du viel über diese Insel? Fast nichts. Weißt du, dass sie auf keiner Karte ist? Das ist charakteristisch für verzauberte Inseln. Denkst du, sie ist verzaubert? Das ist das Einzige, dessen ich mir sicher bin. Toll. Kommen die noch angeflogen? Da ist eigentlich der schnellste Weg, wa? Bring Gaspard zur Hütte. Alter, der Weg! Der wird übel. Hey, bin ich vorher hier durchgekommen? Da unten ist was. Oh, eine Harpie. Okay, schnell weiter. Oder ihn auch nicht, da kommt runter, ihr Viecher. Ja, kommt schon, ich habe auch alle lieb. Und ich treffe den anderen nicht. Sind es also Zwerge? Moment mal. 3 sind hier. Also einer ist schon tot, vielleicht sind es 7 Zwerge. Nee, das muss ich weniger. Und da kommt hier langsam mal oder was? Den ganzen Tag hier Zeit. So, fehlt noch. Dann noch ein paar. So, komm mit. Bevor der erste noch kommt.
ey, wieso bleibst du doch da oben stehen? Ah, wieso kann ich ihn einfach packen und mitnehmen? Nein, Geralt! Alter, ich wollte schon sagen. Da hat er schon wieder verarschen. So, kommst du jetzt mit, bitte? Boah! Puh. Ja, wollten sagen. Ich bin so... Mach auf. Ich will nicht zur Schule. Wer will das schon? Alle paar Meter pennt der eine. Ja, das ist Was hat dich an nervig. diesen seltsamen Ort geführt? Ich suche jemanden. Hier? Das hat sich so ergeben. Willst wohl nicht gern darüber reden, oder? Nicht wirklich. So, wir sind schon da. Gott sei Dank. Wer krepiert mir jetzt noch? Hier scheint es sicher zu sein. Komm aber wieder zurück. Und beeil dich, ja? Hier gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Der bleibt jetzt hier oder was? Oh Mann, ey. Der andere hat die Schlafkrankheit. Nämlich langsam die Killerkrankheit. Und schon nächsten Viecher. Ja, servus. Naja, versucht ein Glück. Meine Freunde sind zum ersten Mal, dass ich das hier mache. Sind die lame mittlerweile. So. Noch einer, schön. Naja, Nebling. Ich warte lieber, wa? Dass trotzdem mein Shield so durchbrechen können. Ich meine, es sind nur Stufe 19, trotzdem ein... Ach du Scheiße. Ja, wenn sie kommen, dann natürlich richtig, das ist natürlich klar. Unhold. Was war gegen den schon effektiv? Ja, also, wir werden Ciri so nie finden, wenn es so weitergeht. Moment, oder? Das verfluchte Wesen? Nee. Genau, Unholde. Samum, Teufelsbewusst, Reliktöl. Reliktöl müsste, glaube ich, haben, wa? Ja, geht doch. Verbessert er vermutlich weniger, deswegen ist mir jetzt direkt drauf. Gut zu wissen, ich hau direkt ab. Also ist er schnell. So, kann vorbei, kann ich Setzwerk ausrüsten. Reliktöl. Im Kampf. Ich bin nicht im Kampf, ey. Seht ihr, der ist im Kampf, aber nicht ich. So, jetzt geht's. Dankeschön. Zack, Silberschwert hat's drauf. Jetzt rupf ich das Viech. Ey, was? Bin so verarschen, der macht so viel Damage. Bleibst du mal hier? Alter Schwede. Was ist jetzt los? Ah, hypnotisiert, so.
Boah, Geralt, Hypnose ist scheiße. Wollte vor den Dieren. Die kurzen Beine, er war zu langsam. Mann, ey, ich will ausweichen, bei dem Viech klappt das irgendwie nicht. Oh, Mann, Geralt. Alter, das Viech ist echt übel. Er kann nichts machen. Ja, ich versuche auszuweichen, aber irgendwie kann er mich trotzdem wieder stannen. So, endlich down das scheiß Viech, ey. Meine Fresse. Boah, ey, was war denn das für ein Kackteil? Mein armes Schwert. Oh, das Viech war jetzt echt... Puh. Biesmutagen, schon wieder. Kleines rotes Mutagen, aber schon irgendwas Neues zum, naja, wisst schon, neue Mutagene herstellen. Hey, Mutagene waren nach oben. Blaues Mutagene geht also nicht, wa? Wir haben zwei kleine, okay, groß geht natürlich auch nicht. Grünes Mutagen haben wir auch erst zwei, rotes auch erst zwei. Noch eins ausgerüstet. Ne, war da aber nur, genau, das normale blaue. Große, noch Werwolf-Mutagen und so weiter. Das Viech war scheiß übel, ey. Aber man kann nicht ausweichen irgendwie richtig. Ich hab's zwar versucht, aber nee. Einer der Vermissten. Schade, dass er tot ist. Tja. Ich kann nichts dafür. Die Insel geht mir auf den Sack. Wir gehen zurück. Boah, ey. Vor allem, aber seltsam war irgendwie, sein erster Schaden hat irgendwie mehr. Also, nicht der erste Schaden, sondern der erste Angriff hat irgendwie mehr Schaden verursacht als der andere. Und die anderen wohl eher. Der Schild bringt irgendwie auch nichts mehr, habe ich das Gefühl. So, hoffentlich lassen wir uns trotzdem rein, aber bei dem kann ich echt nichts machen. Beim anderen, sorry, aber der ist ausgerutscht, da kann ich auch nichts dafür. Ich habe euren Freund dabei. Wirklich? Dann soll er was sagen. Mach auf. Ja, ich bin wach. Gaspar, zurück, ich öffne die Tür. Gaspard, du siehst verwirrt aus. Ach, verwirrt. Höchstens etwas schlaftrunken. Was ist mit den anderen? Einer war in der Nähe einer Monsterhöhle. Leider schon tot. Ich habe einen von der Klippe stürzen sehen. Hat sich den Hals gebrochen. Verdammt. Rabenik hatte mich gebeten, ein Auge auf diesen Rotzlöffel zu haben. War sein Neffe. Danke für deine Hilfe und tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Alles ist schief gelaufen. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe ein Boot. Ihr könnt mitkommen. Aber erst muss ich jemanden finden. Ein Mädchen mit aschblonden Haaren? Ja. Das tut mir sehr leid. Bitte was? Was willst du damit sagen? Sie ist ganz kalt. Ihr Geist hat sie verlassen. Sie muss gestorben sein, kurz bevor wir sie gefunden haben. Wir warten beim Boot. Das kann nicht sein. Das kann jetzt einfach nicht wahr sein.
Was zum Teufel haben wir falsch gemacht? Wir haben sie gefunden. War das schön. Da kommen mir die Tränen. Dann hast du nicht alles vergessen, was Wesemir dir beigebracht hat. Ein Hexer kann das Essen, das Trinken und sogar das Atmen vergessen. Aber ein Hexer vergisst niemals, sich um seine Klinge zu kümmern. Ja, das habe ich auch ständig wiederholt und es wurde mir nie langweilig. Was für eine Kreatur war das? Was, Kreatur? Von der du die Narbe über dem linken Auge hast. Die ist neu, die kenne ich noch nicht. Eine Erinnerung an die Gorgu von Spala. Eine Erweiterung meiner Sammlung, nichts Besonderes. Aber deine ist dafür gut verheilt. Avalach. Er hat ganz spezielle Salben für mich zubereitet. Aber das war, bevor der Fluch von ihm Besitz ergriffen hat. Wo er jetzt wohl sein mag? Wir haben den Fluch gebrochen. Er wartet in Kaer Morhen auf dich. Meinst du das ernst? Wahrscheinlich schon, bei sowas würdest du nicht scherzen. Ha, das ist ein schönes Erwachen. Du vertraust ihm? Avalach? Er hat mich nie im Stich gelassen. Kein einziges Mal. Warum hilft dir Avalach eigentlich? Wissende haben Menschen doch nie besonders gemocht. Er macht es nicht meinetwegen. Es geht um meine Kräfte. Als ob es jemals um was anderes ginge. Avalach hat versucht, mir beizubringen, wie ich meine Fähigkeit kontrolliere. Und er hat dafür gesorgt, dass ich Eredin nicht in die Hände falle. Und was hat Eredin vor? Was will er von dir? Was alle wollen. Die Kontrolle über meine Kräfte. Seine Heimatwelt steht vor der Vernichtung. Eredin möchte unsere Welt einnehmen. Genial, findest du nicht auch? Alleine kann er nicht viel ausrichten, also muss er eine Armee mitbringen. Aber seine Navigatoren können unmöglich ihn und tausende NL zwischen den Ebenen bewegen. Das erlauben ihre Fähigkeiten nicht. Deine dagegen schon. Genau. Und wenn ich dabei sterbe? Nun, dann war das ein notwendiges Opfer. Wie ist es gekommen, dass du mit Avalach gereist bist? Als ich dich und Yen auf der Malus-Insel verlassen hatte, wurde ich verfolgt. Eredin und seine roten Reiter waren mir auf den Fersen. Ich bin durch viele Welten geflohen, viele Male. Einmal hätten sie mich fast erwischt. Da ist Avalach aufgetaucht, aus dem Nichts. Er hat ein Portal gefunden und uns in eine Welt gebracht, in der uns Eredin nicht finden konnte. Ungefähr ein halbes Jahr lang. Diese Welt, in der euch Eredin nicht finden konnte, was war das für eine? Du würdest mir nicht glauben, wenn ich es dir erzähle. Versuch's trotzdem. Die Leute dort hatten Metall in ihren Köpfen, kämpften aus der Ferne und benutzten so ähnliche Dinge wie Megaskope. Und dort gab es keine Pferde, alle hatten stattdessen fliegende Schiffe. Ciri, lass den Blödsinn. Ich hab doch gewusst, dass du mir nicht glaubst. Oh, wir hätten dort bleiben sollen. Wieso bist du wieder zurückgekommen? Ich dachte, die Jagd hätte endlich meine Spur verloren. Ich dachte, ich wäre sicher. Außerdem wollte ich dich finden. Dich und Yennefer. Du hast nach uns gesucht, wir haben nach dir gesucht.
Oft hatte ich das Gefühl, dass du nur einen Schritt entfernt bist. Dann wieder dachte ich, ich würde mich im Kreis bewegen. Das überrascht mich nicht. Manchmal bin ich wirklich überstürzt geflohen. Also, erzähl mir, wie alles gekommen ist. Schritt für Schritt. Eredin hat uns aufgespürt, als wir auf Artskellig gelandet waren. Kurz darauf waren wir schon von Reitern umzingelt. Ich dachte, das wäre das Ende. Aber Eredin hatte andere Pläne. Er holte das Phylakterium heraus, entkorkte es. Wir waren von Nebel umgeben und Avalach begann nach Luft zu schnappen. Hat Eredin so Avalach verflucht und seine Verwandlung in Uma ausgelöst? Ja, er wollte ihn nicht töten, nur erniedrigen. Aber Avalach wollte sich nicht kampflos ergeben. Er wirkte einen Zauber, der unter den Reitern großen Schaden anrichtete. Und auch einen halben Wald auf Artskellig verwüstete. Aber er verschaffte uns auch Zeit zur Flucht. Avalach öffnete ein Portal und ich sprang hinein. Er sollte mir folgen, aber irgendwas ging schief. Der Fluch behinderte ihn und er erreichte das Portal nicht mehr rechtzeitig. Wir hatten uns geeinigt, dass wir uns in seinem Versteck in Velen treffen, sollte etwas schiefgehen und wir getrennt werden. Aber ihr habt euch dort nicht getroffen? Nein, haben wir nicht. Sobald ich im Portal war, bin ich statt in Avalachs Versteck mitten im Buckelsumpf gelandet. Ich bin den Mumen nur knapp entkommen. Und da kam der Baron. Weißt du, dass er mich zur Jagd mitgenommen hat? Ich habe mit dem Schwert ein Wildschwein erlegt. Habe ich gehört. Reiner Zufall. Ich wollte an dem Tag nicht jagen, aber ich wollte auch nicht ablehnen. Ich hatte nichts dabei, was einer Jagdwaffe entsprach. Ich wollte nicht jagen. Ich bin durch den Wald gestreift, habe die Luft tief eingeatmet und dann plötzlich ein seltsames Geräusch gehört. Hat dich das Schwein angegriffen? Groß wie ein Büffel kam es direkt auf mich zu. Ich hatte nur mein Schwert. Ich musste es erlegen. Du hast dich gut geschlagen, so wie es die Männer des Barons erzählt haben. Alles einfache Soldaten. Aber wir haben uns blendend verstanden. Schade, dass ich fliehen musste. Aber ich wollte sie nicht der wilden Jagd ausliefern. Außerdem wusste ich da schon, dass der Fluch vorangeschritten war. Deshalb suchte ich nicht länger nach Avalach, sondern nach dir und Yen. Und wie hast du so einen Mann wie Hurensohn Junior kennengelernt? Ich konnte dich und Jennifer nirgendwo finden. Und ich brauchte jemanden, der das Phylakterium reparieren konnte. Das schafft kein normaler Handwerker. Ich brauchte einen Magier mit außergewöhnlichen Kräften. Rittersporn half mir dabei. Es war, als ob seine Ehre davon abhängen würde. Er hatte ein Treffen mit einem Magier vereinbart, aber das war nur eine Falle der Tempelwache. Das hat er mir gar nicht gesagt. Er wollte dich sicher nicht beunruhigen. Später haben wir herausgefunden, dass die Wache das häufiger macht. Um Leute zu schnappen, die mit den Magiern zusammenarbeiten. Wir mussten einen anderen Weg finden. So viel stand fest. Dann erzählte Rittersporn, dass er einen Mann kennen würde, dem ein Teil von Novigrad gehört und der mehr tun könnte als andere. Er würde sicherlich jemanden kennen, der das Phylakterium repariert. Hurensohn Junior. Ich dachte mir schon, dass es nicht die beste Idee war. Aber ich war verzweifelt, hatte keine Wahl. Hatte ich mir schon gedacht. Hurensohn war einfach nicht der richtige Komplize. Dieser Einfallspinsel dachte, wir hätten ihn betrogen und hat dann Dudu entführt. Den ihr sofort befreit habt, nur um auf die Tempelinsel zu fliehen. Tolle Idee. Wir hatten das nicht geplant, hatten keine Zeit zum Nachdenken. Wir sind einfach los. Mir fiel nicht mal auf, dass mich die Wachen in eine Falle getrieben haben. Plötzlich war ich drin und wusste, dass ich verschwinden musste. Sofort. Und so bist du dann wieder nach Skellige gekommen. Die Küste von Hindarsfjall. Der erste schöne Ort, der mir eingefallen ist. Hjalmar und ich waren dort früher immer schwimmen. Moment mal, bist du wirklich zufällig dort gelandet? Ich dachte, du und Avalach, ihr hättet einen Plan. Nein, er spürte, wenn ich meine Kräfte eingesetzt habe. So wie Eredin spürt, wo ich bin und wohin ich reise. Tatsächlich ist Eredin kurz nach mir gekommen, mit seinen Reitern. Wieder ging alles sehr schnell. Lofoten, der Angriff der Jagd, meine Flucht und dann Träume. Nur Träume.
Was hast du geträumt? Ich hatte in letzter Zeit nur Albträume. Ziemlich schrecklich. Ich auch, die meiste Zeit über. In einem verfolgte dich das Monster eines totgeborenen Kindes. Puh, das war schrecklich. Ich hatte auch ein paar schöne Träume. In einem saßen wir an einem Feuer, tranken guten Wein und alle Leute tanzten und lachten. Der gefällt mir viel besser. Mir auch. Aber diese Träume und die anderen endeten in einem Turm. Egal, was ich geträumt habe, am Ende ging ich immer in einen Turm hinein. Ich finde es übrigens echt noch geil, wie die Haare von Ciri immer so schimmern. Hast du ihn erkannt? Weißt du, wo er sein könnte? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, aber irgendwie kam er mir bekannt vor. Und schrecklich. Der Turm war kahl und tot. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich ihn betreten musste. Hast du es getan? Nein, alle Träume endeten damit, dass ich nach dem Eingang suchte. Und beim letzten Mal sah ich statt des Turms dein besorgtes Gesicht. Wäre die Narbe über deinem Auge nicht gewesen, hätte ich gedacht, dass ich immer noch träume. Ich hatte Angst, dass du tot bist. Habe ein paar Zwerge gefunden. Sie sagten, sie hätten versucht, dich aufzuwecken, aber du wärst eiskalt gewesen und hättest nicht geatmet. Und trotzdem bist du reingekommen. Wer hört denn heute noch auf Zwerge? Da fällt mir ein, sie sind bestimmt schon nervös. Wir sollten gehen. Ich habe ein Boot am Strand. Sobald wir anlegen, reiten wir nach Kaer Morhen. Gut. Ganz gewöhnliches Reisen. Das war schon immer besser. Doch ein Portal wäre schneller. Und würde uns Eredin direkt auf den Hals hetzen. Das sollten wir nicht riskieren. Außerdem hasse ich Portale. Verdammt. Oh oh. Hallo? Spiel, jetzt bin ich abstürzen. Hör zu, wir müssen überlegen, wie wir... Oh nein. Bring uns weg von hier. Sie werden wissen, wohin wir gehen. Sie werden mich finden. Das wissen sie jetzt schon. Ciri, bring uns nach Hause.